Ich weiß nicht, ob Sie es heute Morgen mitbekommen haben. Die erste Meldung war, ja, die Kanzlerin musste auf dem Weg nach Buenos Aires zum G20-Gipfel wieder umkehren. Der A340 Konrad Adenauer der Flugbereitschaft hatte ein technisches Problem. Also ist Gott sei Dank nichts passiert. Das ist ja immer eine ernste Sache, wenn im Flugverkehr etwas passiert. Aber ein bisschen konnte ich mir das Schmunzeln beim Zähneputzen heute früh nicht verkneifen. Es ist doch ein bisschen symptomatisch, was das bedeutet, wenn die viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt nicht in der Lage ist, eine Regierungsflotte auf den Weg zu bringen, die auch wirklich fliegen kann. Ich kenne es ja selber aus der Fliegerei, das Ganze. Ein bisschen ein Bild, wie sich unser Land darstellt. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Unser Thema ist ein ganz anderes. Und zwar unser nächster Redner, das ist ein unbequemer Mensch. Aber er ist kein unbequemer Mensch im persönlichen Sinn, weil jeder, der ihn kennengelernt hat, weiß, dass er alles andere als unbequem in der Person ist. Er ist offen, herzlich, humorvoll, aber wenn es ums Recht geht, da ist er ein unerbitterter Kämpfer fürs Recht, da kann er sehr unbequem werden. Und so hat er auch schon oft den Politdarstellern in unserem Land dargestellt, was es mit dem Recht auf sich hat, was Recht eigentlich bedeutet, denn damit kennt er sich wirklich bestens aus. Er ist Staatsrechtslehrer und Professor für öffentliches Recht und egal, was Sie irgendwo über ihn gelesen haben oder finden können im weiten Internet, für mich gehört er eben zum Aufstand der Anständigen. Der Aufstand der Anständigen. Und das ist Ihr Applaus, Herr Professor Schachtschneider. Ich bitte Sie darum, auf unser Podium zu kommen und uns an das Recht zu erinnern. Das hat unser Land mehr als nötig. Ja. Herzlich willkommen. Ja, und gut, dass der Strafgerichtshof in Bückeburg heute keine Mittagspause gemacht hat. Die wollten alle ins Wochenende, deswegen ist er nämlich jetzt schon hier. Herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Popp, und insbesondere herzlichen Dank für den mehr als freundlichen Applaus und den freundlichen Empfang. Ich freue mich außerordentlich, dass ich jetzt hier sein kann und es geschafft habe. Es wäre also eine bittere Stunde gewesen, wenn ich diese schöne Verabredung mit Andreas Popp und all den Seinen und mit Ihnen nicht hätte wahrnehmen können, weil der Termin zu lange gedauert hat. Als die Verabredung getroffen wurde, ist ja mehr als ein Jahr her, da gab es noch nicht einmal das Verfahren. Und dann plötzlich setzt der Staatsgerichtshof Niedersachsen den Termin an auf heute nun gerade. Und da kann man gar nichts machen. Ich habe es versucht, es war nicht zu bewegen. Aber es hat dennoch geklappt. Es ging auch um die Fragen des Rechts, wie immer. Und es ging schlicht und einfach um die Üblichkeit heutzutage, dass die neue Partei, die es gibt, die Sie alle nicht kennen werden, muss ich auch nicht erwähnen, dass die in jeder Weise diskriminiert wird. Nicht? Und so war aus gegebenen Anlass dafür Sorge getragen worden von den einflussreichen Kräften unseres Landes, dass all die Altparteien das Gesetz über die Gedenkstätten Niedersachsens, zu diesen Gedenkstätten gehört insbesondere Bergen-Belsen, dass der Stiftungsrat neu besetzt wird. Und man hat es genau so geregelt, dass nämlich nur aus dem Landtag 4 Mitglieder dort vertreten sollen und nicht so, wie es vorher war, dass jede Fraktion ein Mitglied stellt. Es sind nun mal jetzt 5 Fraktionen. Nicht? Und die eine ist diese neue, ja, nicht nennbare Fraktion, die Sie alle kennen. Und das hat man genau so geregelt, dass natürlich dann der Vorschlag dieser Fraktion nicht gewählt wird und dass diese schreckliche Fraktion, die ja einzig und allein aus Holocaust-Leugnern besteht und Ähnlichen, ich kenne zwar keinen, aber ich bin eben da nicht so richtig drin, dass
dass die dann nicht vertreten war. Und ich denke, wir haben da sehr gute Karten. In dem Moment, soweit das Gericht sich nicht von politischen Zwängen leiten lässt, was ja heute mehr und mehr Stand der Dinge ist, leider auch beim Bundesverfassungsgericht, dazu werde ich noch was sagen, dann müssen wir den Prozess gewinnen. Es gibt nun mal in unserer leidvollerweise parteiengeprägten Demokratie, gibt es nun mal ein Fraktionsprinzip, was also nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts, des Gesetzgebers, notwendiger Bestandteil der Verfassungsordnung ist, diese Fraktionen. Und die müssen immer spiegelbildlich vertreten sein. Und wenn die Spiegelbildlichkeit einfach wegen der unterschiedlichen Fraktionsstärke nicht 1:1 verwirklicht werden kann, weil es größere und kleinere Fraktionen gibt, noch gibt es größere als diese nicht nennbare Fraktion. Ja, es kann ja nicht mehr lange dauern. In Niedersachsen, die niedersächsischen Wähler haben irgendwas missverstanden. Da hat diese Fraktion nur 6,2% bekommen, woanders in anderen sächsischen Ländern. Und die Sachsen waren immer gut für Widerstand. Ja, wir denken alle an Karl den Großen, nicht? Und da haben die Sachsen sich auch kräftig gewehrt. Die wählen schon anders. Ja? Das wird in Sachsen-Anhalt, in Sachsen doch ganz anders ausgehen. Aber die sind eine Fraktion und haben das Recht, zumindest auf ein Mitglied in allen Landtagsangelegenheiten, und wenn der Landtag sich an der Verwaltung beteiligt, dann eben auch und so weiter. Und das ist die Streitfrage. Gut, ich komme zu meiner Sache hier, Erinnerung ans Recht. Ich habe ja da eine Schrift veröffentlicht, das ist eine Abhandlungssammlung, aber das sind ganz andere Beispiele, aber ähnliche auch. Aber ich versuche natürlich da das zu exemplifizieren an den gegenwärtigen Hauptproblemen, die sich ja auch ständig ändern, aber auch ständig verbessert haben. Aber zunächst erstmal allgemein. Deutschland war schon mal ein Rechtsstaat. Man hat sich da in den 60er Jahren, auch noch 70er, richtig Mühe gegeben und die kleinsten Fragen des Rechts, die heute niemand mehr interessieren, da genau bedacht, wenn um die großen Fragen, dass das Recht unverletzlich ist, gar nicht kümmern müssen. Aber jedenfalls in weiten Teilen ist Deutschland zum Unrechtsstaat geworden. Und das ist die Sorge, weil heutzutage der Moralismus, der durchaus genährte Moralismus, das Recht überlagert. Und Moralismus, das sind alle möglichen Ideologien. Es gibt immer eine private Moral. Das sollte auch jeder haben. Und die meisten, die hier sitzen, werden auch immer helfen wollen, jedem, der in Not ist. Aber das muss man unterscheiden von der staatlichen Moral, von dem, was der Staat tun sollte. Man kann eine Privatmoral schlechterdings nicht übertragen auf den Staat. Das heißt, genau genommen, man kann seine Ideologien, nach denen man leben möchte, nicht verallgemeinern. Da gibt es nun mal das Mittel des Gesetzes. Allgemein verbindlich ist nur das Gesetz. Und die Gesetze müssen sich orientieren an dem Verfassungsgesetz eines Volkes. Und sie sind natürlich schrecklich störend. Ja, und die passen nicht ganz zu den politischen Wünschen. Und die Verfassungsgesetze müssen sich richten nach der Verfassung, die mit uns geboren ist, ja, die der Menschheit des Menschen entspricht. Und es gibt zumindest ein Prinzip, das muss die Grundlage sein des Rechts, das mit uns geboren ist. Das einzige Recht, das mit uns geboren ist, nach dem größten Rechtsphilosophen, den Deutschland und die Welt hat, nämlich Immanuel Kant, das ist die Freiheit. Also das Problem ist, was ist die Freiheit? Ja? Und es ist mit Sicherheit nicht der amerikanisierte Neoliberalismus, ja, die Freiheit. Sondern die Freiheit ist nichts anderes, als dass jeder unter dem eigenen Gesetz lebt. Unter dem eigenen Gesetz.
das Gesetz, das er sich selbst gegeben hat. Aber das Wichtigste dabei, was leicht missverstanden wird, liegt im Begriff des Gesetzes. Und das Gesetz ist naturgemäß allgemein. Das Gesetz ist immer nicht nur mein eigenes Gesetz. Mein Gesetz gilt auch für Sie und Ihr Gesetz auch für mich. Also wenn wir gemeinsam leben wollen, dann müssen wir uns gemeinsam ein Gesetz geben und Gesetzgeber kann nur sein der allgemeine Wille des Volkes. Der allgemeine Wille des Volkes. Das ist Gesetz. Und wie kann es zu dem allgemeinen Willen des Volkes kommen? Eben nur, indem man versucht, einen Konsens zu finden. Der wird realiter nie möglich sein. Was ich sage, ist eine normative Überlegung, an der man sich orientieren kann und muss. Aber man muss sich bemühen. Eben jeder muss sich bemühen, eben zu dem allgemeinen Gesetz zu finden. Also er muss seine Neigung, wie Kant sagt, Habsucht, Ehrsucht, Herrschsucht, muss er zurückstellen. Das ist schwer. Und insbesondere Abgeordneten fällt es, Politikdarstellern in den Parlamenten fällt das unendlich schwer. Ja? Es ist ein Haifischbecken, auch in der neuen Partei, ein Haifischbecken. Und also die eigene Neigung zurückzustellen zugunsten eben der praktischen Vernunft. Nur in praktischer Vernunft kann man zu einem Konsens kommen, zu einem allgemeinen Gesetz. Das ist auch die große Lehre von der Volonté générale des politischen Genies Jean-Jacques Rousseau, der pflichtgemäß von Staatsrechtler normalerweise als der Gründer des Totalitarismus hingestellt wird, nur weil sie ihn nicht verstehen. Ja, man kann Rousseau schlechterdings nicht verstehen, wenn man nicht Kant studiert hat. Ja, der Schüler von Rousseau ist der beste Schlüssel zum Rousseau-Verständnis, nämlich Immanuel Kant. Und das macht Mühe. Das macht Mühe und deswegen macht es auch kaum einer. Ist aber nötig, weil unser Grundgesetz, unsere Verfassung, ja, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, ausweislich jetzt Artikel 1, eben reiner Kantianismus sind. Ausweislich insbesondere der Definition der Freiheit im Grundgesetz. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer, die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verletzt. Oder das Sittengesetz. So, was ist denn das Sittengesetz? Das Sittengesetz ist natürlich nichts anderes als der kategorische Imperativ. Handle jederzeit nach einer Maxime, von der du wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz sei. Wie kriegt man das hin? Dazu muss man die Wirklichkeit kennen, die Lage, in der man sich befindet, die Wirklichkeit, die muss man bestmöglich erfassen. Man muss sich ein richtiges Bild von der Wirklichkeit machen und das nennt man die Wahrheit. Ja? Das ist die Tarskische Auffassung von Wahrheit, die bestmögliche Theorie von der Wirklichkeit. Man kann nur Theorien haben. Ja? Das Ding an sich kennen wir nicht. Theoria heißt nun mal das Bild. Nicht? Und jeder hat ein anderes Bild von der Wirklichkeit. Und man muss aber versuchen, das richtige Bild zu haben und das Bestmögliche zu finden. Man muss die Wahrheit zugrunde legen in dieser Weise und das Richtige zugrunde legen. Das Richtige ist noch ein bisschen schwerer zu finden. Und das Richtige findet man zunächst einmal in den Gesetzen, im Verfassungsgesetz, aber im Recht. Insgesamt im Recht. Das Richtige für alle. Wenn Recht verwirklicht wird, geht es allen gut. Das ist für mich ein Grundsatz. Und das Recht umfasst natürlich auch die soziale Frage und all diese Dinge. Das muss ich jetzt nicht ausführen. Und diese Erkenntnis des Rechts, Recht darf keine Willkürakte sein, sondern müssen Erkenntnisakte sein. Was ist das Richtige auf der Grundlage der Wahrheit für das gute Leben aller? Nicht Allahs, wird leicht verwechselt, gerade bei Berlinern, die so ein bisschen unscharf sprechen. Ich muss da sehr genau darauf achten. Ja, bald wird es anders sein. Da wird nur noch geforscht nach dem Willen Allahs. Und ich gehöre zu den zurückgebliebenen Leuten, Sie hatten es ja erwähnt, die also sich immer noch wehren gegen die eigentlich angesagte Geschichte, die Gesetze der Geschichte nicht richtig verstanden haben und dass jetzt Allah zu uns kommt.
in Form der Invasion der Islame. Und ich wehre mich noch dagegen und Sie vielleicht auch zum Teil. Also ich rufe dazu auf, denn sonst ist unsere Kultur am Ende, falls wir überhaupt das Ende erleben. Und also ich meine nicht aus Altersgründen, sondern aus ganz anderen Gründen. Am meisten fürchte ich die alten Pogrome. Ja? Die alten Pogrome, weil die Alten ja nicht mehr arbeiten. Nicht? Und angeblich, ja. Und die braucht man ja nicht mehr, die kosten ja nur. Ne? Also da kommt was auf uns zu, wenn hier nicht öfter die Wissensmanufaktur was veranstaltet. Und von Kanada aus. Also, ja, aber das entscheidende Wort ist der Zustimmung aller, das Gesetz aller, der allgemeine Wille des Volkes. Wer ist das Volk? Nicht? Man kommt am Volksbegriff nicht vorbei. Und es gibt überhaupt keine Chance, das ist auch anerkannt, es gibt überhaupt keine Chance zu einer allgemeinen Gesetzgebung in diesem Sinne, wie ich es jetzt nur ganz grob skizziert habe, zu finden, wenn man meint, das Volk sei die Civitas Maxima, das heißt die ganze Welt. Ja? Die ganze Welt, und das ist die Zielsetzung im Augenblick, dass die ganze Welt unter einer Herrschaft steht, Global Governance. Die ganze Welt wird nie zu diesem System kommen, denn die Erkenntnis dessen, was richtig ist, auf der Grundlage der Wahrheit, ist Sache jedes einzelnen Bürgers. Jeder einzelne Bürger muss sich darum bemühen, die wenigsten tun es, aber wenigstens einige, muss sich darum bemühen und seine Mitwirkung ist gefragt und ist notwendig und verfassungsgeboten. Das nennt man das demokratische Prinzip. Ja? Will ja keiner. Die haben wir noch nicht einmal gewagt, die Demokratie. Nicht einmal versucht irgendwie in irgendeiner Weise. Die erstickt völlig im Parteienstaat. Wenn ich auch mitmache, jetzt bei dem Prozess jedenfalls mitgemacht habe, diesen Aspekt der Parteien geprägten Demokratie, weil das ja leidvollerweise in Artikel 21 im Grundgesetz auch steht, dass die Parteien an der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken. Also ein besseres System wäre vielleicht besser, aber es wird immer Bündnisse geben. Wird immer Bündnisse geben. Die Parteiungen, die Faktionen, wie die Römer das nannten, sind also immerwährend, wird es immer da sein, es muss befriedet werden, bestmöglich durch Rechtsordnung. Aber entscheidend ist der Volksbegriff. Man kann schlechterdings nicht erwarten, dass ein Weltstaat, the One World, irgendwie irgendeinen Rest von Freiheit übrig lässt. Denn es wird eine ganz harte Tyrannis sein. Und das hat auch Kant schon befürchtet, auf den sich immer viele, die jetzt genau Gegenpositionen vertreten, sich darauf berufen, nur weil können sie machen, weil sie nie gelesen haben. Sie wissen gar nicht, was er geschrieben hat in der Schrift zum ewigen Frieden. Eine Civitas Maxitas wird letztlich eben in der Anarchie enden oder in der Tyrannis. Und nichts anderem. Aber wenn man freiheitliche Verhältnisse will, also ein gewisses Maß an Republikanität und an Freiheitlichkeit also und Rechtsstaat, dann Dank sei der Natur für die Vielfalt der Völker und Religionen kann. Ja? Also es kommt alles auf den Volksbegriff an. Und das Volk ist jeweils unterschiedlich zu erfassen und ist gewachsen in irgendeiner Weise, meist orientiert, jedenfalls in Europa, an der Geschichte, an der Sprache, insbesondere auch an der, auch an der Kultur, insbesondere an der Sprache und am herkömmlichen Gebiet natürlich auch des Volkes, aber auch Geschichte, wie gesagt, ist von allergrößter Bedeutung. Und wir wissen, wer die Völker sind. Man kann immer noch ganz gut Deutsche und Franzosen von Italienern und anderen unterscheiden. Das hängt auch ein bisschen mit der Sprache zusammen. Ja? Nicht? Also unsere Sprache ist nicht ganz so latinisiert und wie andere. Also das
ist schon völlig klar. Aber das stört ja so sehr. Das stört ja. Nicht? Die Völker will man ja abschaffen. Schon seit langer Zeit ist die wichtigste politische Frage die nationale Frage. Und die Überwindung dieses elenden Prinzips der Nationalität. Ja, damit steht und fällt unsere Freiheit. Und deswegen muss das nationale Prinzip, das Volksprinzip, in jeder Weise verteidigt werden. Und die größte Attacke auf das Volksprinzip, das bedeutet die Homogenität des Volkes. Eine hinreichende Gleichheit, die es möglich macht, dass das Volk, die Menschen insgesamt in demokratischen Strukturen miteinander leben, wird eben da angegriffen, dieses Volksprinzip, und das gilt es zu verteidigen. Und wer das verteidigt, der ist eben Rechtsaußen und Schlimmeres. Ja? Ist ja ganz klar. Das darf man ja gar nicht mehr nennen. Also solche Worte wie Umvolkung und so weiter. Aber der Angriff auf das deutsche Volk, den wir eben seit Jahren haben, im Höhepunkt September 2015, da ist nichts aus Versehen geschehen, nichts aus humanitären Überlegungen. Also ich glaube nicht, dass diese Frau, die das veranlasst hat, dessen überhaupt fähig ist. Ja, in irgendeiner Weise. Das ist ja, das stört eben enorm und das muss überwunden werden. Und wir wissen alle, dass die treibende Triebkraft für die Veränderung der Völker, für die Abschaffung der Nationen, für die Aufhebung der Grenzen die Vereinten Nationen sind. Ne? Das muss man einfach berücksichtigen. Und das, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, praktisch vom Rechtsstaat zum Unrechtsstaat, Erinnerung ans Recht im doppelten Sinne. Ich erinnere mal, es gab mal Recht, ich kann es jetzt nicht groß ausführen, aber ich erinnere, wir wollten eigentlich ein Rechtsstaat sein. Und das ist ja im doppelten Sinne. Da muss man eben über die internationalen Fragen sprechen. Und die Vereinten Nationen haben ja ausgerechnet in diesem September 2015 die Agenda 2030 beschlossen. Am 25. September 2015 nämlich. Am 5. September war die Grenzöffnung. Und das wusste natürlich die Regierung, wusste Angela Merkel, die ja alle da beteiligt waren, gewisserweise auch an der Agenda 2030, die abgelöst hat die Agenda 2010 von 1994, Rio de Janeiro, und die schon vom Allerschlimmsten war. Vom Allerschlimmsten. Wer die mal durchgelesen hat, der hat es hoffentlich überlebt. Ja? Das ist schon sehr schwer und gutes Leben für die ganze Welt. Keiner ein größeres Zimmer als 10 Quadratmeter. Das können Sie alle da lesen. Ja? Das muss ja verteilt werden. Gerechte Verteilung. Und man hat ja endlich die Wege gefunden, wie man das verwirklichen zu können meint. Und jetzt die 2030 und die 17 Ziele der Agenda 2030, ich kann die jetzt nicht aufzählen, ist die Zeit viel zu knapp, die lassen einen schon die Tränen kommen, ja? Wenn nicht das laute Lachen. Und die sind natürlich verbindlich. Wir verpflichten uns. Die sind natürlich verbindlich. Und auf die Agenda 2030 bezieht sich der Migrationspakt. Normal. Genauso wie auf die New Yorker Erklärung für Migration von 2017. Das ist ja eigentlich das einzige Wort, was da benutzt wird, ist, wir verpflichten uns. Da gibt es ja unendlich viele Sätze, ich kann es nicht jetzt einzeln ansprechen, komme ich noch drauf. Wir verpflichten uns. Also die Triebkraft geht von den Vereinten Nationen aus. Das muss man einfach sehen. Und Angela Merkel ist eine Vollstreckerin. Ja? Das hat sie ja auch gelernt in ihrer Jugend. Eine Vollstreckerin, nämlich der Politik der Vereinten Nationen. Sie hat in keiner Weise das, was sie eigentlich nach ihrem Amtseid leisten sollte, im Auge das Wohl des deutschen Volkes. Sie will die große Weltpolitikerin sein, mit allen Mitteln. Und ihre Maßnahme war eine sehr wirksame Maßnahme zur Umsetzung
der Agenda 2030 und die ja da beschlossen wurde. Und da steht ja auch ganz klar drin, wir verpflichten uns, alles uns Mögliche zu tun, um die Ziele der Agenda, das heißt die Veränderung der Völker, die Abschaffung der Völker, die Beseitigung der Grenzen, die Aufhebung des Nationalprinzips zu beseitigen. Ja? Und sie hat genau das getan, was sie konnte. Sie hat nämlich die Grenzen offen gehalten. Das konnte sie, ja, sie hat es ja gemacht. Das konnte sie augenscheinlich. Niemand ist ihr in den Arm gefallen. Niemand ist ihr in den Arm gefallen. Der ganze Bundestag nicht. Ja, der hätte sofort einen Antrag stellen müssen, einen anderen Kanzler wählen. Meinetwegen auch eine Kanzlerin. Wählen müssen. Ne, weil ich sie hier gerade sehe. Aber die CDU, auf gar keinen Fall. Die SPD ist ja Triebkraft, die Grünen noch viel schlimmer. Niemand ist ihr in den Arm gefallen. Auch das Bundesverfassungsgericht nicht. Das schwerste Versagen des Bundesverfassungsgerichts überhaupt. Ich habe ja eine Verfassungsbeschwerde erhoben, schon im Januar 2016 also für auch einige Mitstreiter. Da war ich ja beantragt, die Suspendierung Angela Merkels und ihrer Regierung von den Aufgaben der Grenzsicherung. Ja? Also die Suspendierung von wesentlichen Gegenständen ihrer Amtswaltung. Die Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenommen. Ohne Einsatz der Begründung. Ja? Das ging gar nicht, das konnte man nicht begründen, das abzulehnen. Nicht? Größer konnte das Unrecht nicht sein. Es war augenscheinlich, denn Hans-Jürgen Papier, also in Berlin heißt er Papier, nicht Papier, ja? Udo Di Fabio, Papier, immerhin Präsident des Bundesverfassungsgerichts vorher gewesen. Udo Di Fabio, Berichterstatter im Lissabon-Verfahren. Und andere auch, Staatsrechtslehrer, haben ja mit aller Klarheit gesagt, das ist ein schweres Unrecht. Hat niemand beeindruckt. Die politische Verbindlichkeit dieser Politik war jedenfalls für Andreas Voskuhle viel zu groß. Ja? Und politische Verbindlichkeit steht über rechtlicher Verbindlichkeit. Das ist das Rechtsprinzip des Sozialismus an und für sich. Jeder, der mal in die Verfassung der DDR geguckt hat, nicht? Der Deutschen Demokratischen Republik, weder Deutsch noch Demokratische noch Republik, hat also sehr schnell gesehen, die Gesetze werden angewandt, wenn es für den Sozialismus hilfreich ist. Und ob das für den Sozialismus dient, das bestimmt natürlich das Zentralkomitee. Wer denn sonst? Und genau das ist das Prinzip, das hat Angela Merkel in sich aufgenommen. Sie beruft sich durchaus auf die Gesetze, wenn es ihrer Herrschaft nützlich ist. Und sonst eben nicht. Dann geht man drüber hinweg und keiner tut was. Der Rechtsschutz kommt gar nicht oder zu spät. Unser Rechtsschutz versagt. Ich bemühe mich zwar immer noch, viele andere bemühen sich auch, der versagt nicht in Mietsachen und solchen Dingen. Ja? Da mag auch dies und jenes falsch sein. Aber in den großen politischen Fragen nicht, versagt er, und ohne wirksamen Rechtsschutz hat ein Rechtsstaat keine Chance. Und wenn man natürlich die Gerichte in der Hand hat, durch die Besetzung der Richterämter, und da liegt natürlich alles im Argen, dann ist man da abgesichert. Aber selbst wenn man das Bundesverfassungsgericht nicht in der Hand hätte oder die anderen Verfassungsgerichte der Länder, wie ich heute gerade bei einem war, das äußerlich eine gute Arbeit geleistet hat, warten wir mal ab, wie die Entscheidung ausgeht, dann haben wir ja längst diesen wichtigsten Teil der Souveränität, also das letzte Wort in Sachen des Rechts, wer soll denn das sonst haben als die Bürgerschaft, die zusammenlebt und deren allgemeiner Wille ja die Gesetze sind, wie gesagt. Das haben wir längst abgegeben an den Europäischen Gerichtshof. Und da ist nun gar nichts zu erwarten. Gar nichts, sondern nur der Motor der Integration, also in die Europäische Union, zum europäischen Staat als Teil des Weltstaates. Das ist ja längst beim Europäischen Gerichtshof. Der hat es ja selbst zum Ausdruck gebracht. Und im OMT-Verfahren hat das Bundesverfassungsgericht nun endgültig den Schlussstrich gezogen.
ein schwerer Akt des Unrechts, den Schlussstrich gezogen und hat das letzte Wort in Sachen des Rechts dem Europäischen Gerichtshof überlassen. Nach einer ordentlichen Vorlage in dem OMT-Verfahren, da ging es um die Politik, die jetzt gemacht wird, dass Mario Draghi namens der Europäischen Zentralbank da gesagt hatte, wir werden alles tun, um den Euro von vornherein zum Scheitern gedacht und jedenfalls dazu verurteilt. Wir werden alles tun, den Euro zu erhalten, whatever it takes. Also manch einer kann Englisch noch, ja, braucht man nicht. Whatever, kann vielleicht Herr Popp übersetzen, aber whatever it takes, also und das macht er ja auch. Kostet Milliarden und Milliarden, also an natürlich monetär geschaffenem Geld. Was das bewirken wird, diese ungeheure Geldmengenerweiterung, zunächst im Vermögensmarkt, weiß alles nur Andreas Popp. Also da müssen wir ihn fragen. Also manche sagen, der Kirsch ist schon 2 Jahre überfällig, wie also jetzt der famose Herr Müller. Aber ich weiß auch nicht, wann er kommt. Aber jeder ziehe sich warm an, ja, und vergrabe seine Goldbarren tief im Erdreich. Also, oder weiß ich, was sie tun, um sich zu retten. Oder sie sagen, sei es drum, ich werde schon mal zu essen, zu trinken kriegen. Ja? Aber manche haben ja vielleicht auch mühsam gespart und wollen das nicht gern verlieren. Also dann muss das Bundesverfassungsgericht ein Schlussurteil fällen. Und was haben sie gesagt? In dem Kooperationsverhältnis zwischen Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof werden wir nur Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Deutschland für unanwendbar erklären, das ist die Rechtsfolge, für unanwendbar erklären, wenn sie ohne jede mögliche sachliche Begründung sind, ohne jede mögliche sachliche Begründung, nicht die Begründung selbst, ohne jede mögliche sachliche Begründung, also reine Willkürakte. Ja, wie soll man im Europäischen Gerichtshof, ja, als ein Gericht, das selbstständig willkürlich handelt, vorwerfen, willkürlich zu entscheiden? Das ist völlig abwegig. Damit haben wir, da fast alle Sachen Europarecht, die affiziert sind, haben wir das letzte Wort in Sachen des Rechts aufgegeben. Ganz im Gegenteil, der Europäische Gerichtshof bestimmt, was Recht ist für uns. Den haben wir aber nicht gewählt. Also ich komme darauf noch zu sprechen. Nur das ist eben das Schlimme, dass ohne wirksamen Rechtsschutz wir schlechterdings von einem Recht gar nicht mehr sprechen können. Ja, wir können uns erinnern, ja, so sollte das Recht sein, aber wir können das Recht in keiner Weise mehr behaupten und durchsetzen. Das ist unsere Situation. Und dazu ist eben noch einiges auszuführen, einige Beispiele. Und da will ich zunächst einmal ein bisschen was sagen zur Entdemokratisierung. Muss ja nicht jeder glücklich sein über den Versuch der Demokratie. Wir haben es ja immer nur einen Versuch. Ne? Ich habe ja wenn man schon die Grundlagen nicht begreift, des demokratischen Prinzips in der Republik, nämlich, dass die Demokratie der Versuch ist, eben Freiheit zu verwirklichen. Und wenn der Leitsatz aller Staatsrechtslehrerbücher und aller Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts insbesondere ist, dass unser politisches System ist ein Herrschaftssystem, immer wieder in den Urteilen, zigmal im Lissabon-Urteil und in anderen. Nicht? Also es ist ein Herrschaftssystem, hat man jeden Weg zum Verständnis unseres politischen Systems, wie es sein soll und wie es mit uns geboren ist, aufgegeben. Ja? Hat dann den Weg verlassen. Denn nirgends steht irgendwas von Herrschaft. Durch nichts lässt sich ein Herrschaftssystem legitimieren oder gar legalisieren. Wir erleiden alle Herrschaft. Es ist immer nur Herrschaft, aber wir wollen Freiheit. Und das Recht hat sich entschieden für Freiheit. Alle Menschen sind frei und gleich an Rechten und Würde geboren, an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft, alle Menschen sind mit Vernunft und Gewissen begabt, also alle Menschen, möglicherweise auch die Deutschen, das ist nicht so ganz sicher, mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.
Das ist der Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Das Weltrechtsprinzip. Von Herrschaft steht da nichts. Dass irgendjemand berechtigt wäre, einen anderen zu beherrschen. Ich meine, Frauen, die Ehemänner, ja, gut, okay. Ja, das kann man akzeptieren. Also ich habe mich auch daran gewöhnt. Durfte aber heute hierher reisen, weil meine Frau was anderes zu tun hat. Aber das ist mit einbezogen. Ja? Das wird sich ja gerade ändern. Warum die heimliche Sehnsucht der Frauen nach dem Islam? Unterwerfung. Unterwerfung. Also das Psychologen hier sind ja einige, die können das vielleicht erklären. Also hoffentlich habe ich Unrecht. Ich muss auch mal irgendwas sagen, was Unsinn ist. Und dazu bin ich zu sehr Berliner. Also die Herrschaft. Man weiß nicht einmal, was das eigentlich sein soll. Natürlich gab es Herrschaft in dieser Welt. Gibt es immer noch, gibt es ewig. Aber es gab auch politische Systeme, die auf Herrschaft abgestellt waren, nämlich die monarchischen Prinzipien und ähnliche und Führerprinzipien. Ja, aber wir wollen was anderes. Wir wollen Verwirklichung der Freiheit. Im Grundgesetz kommt das Wort Herrschaft jedenfalls nicht vor. Herrschaft ist das Gegenteil von Freiheit. Freiheit ist die Unabhängigkeit von alles andere Nötige der Willkür. Ja? Die Herrschaft, natürlich die Abhängigkeit. Wir brauchen ja nur Max Weber zu lesen, dann steht das da alles drin. Also, wenn man also erstmal das ganze Verfassungssystem umdreht, von einer Freiheitsverfassung in eine Herrschaftsverfassung, weiß man eigentlich gar nicht mehr, wovon man redet. Das macht das Bundesverfassungsgericht. Die sind ja nicht bereit, zu einer Freiheitsdogmatik vorzudringen. Da gab es mal Richter, Ernst Wolfgang Böckenförde beispielsweise, die das auch durchaus versucht haben, in gewisser Weise, konnte das Wort Herrschaft auch nicht lassen, aber gegenwärtig überhaupt nicht zu sehen. Damit kann man diese Gerichtsbarkeit eigentlich vergessen. Sie ist überhaupt noch gar nicht da angekommen, wo das Grundgesetz schon längst gelandet war. Also dieser wichtiger Teil, die Dogmatik. Die Dogmatik dreht die ganzen politischen Entscheidungen um, wenn es darauf ankommt. Und das muss erstmal korrigiert werden. Viele wollen das Grundgesetz ändern und sagen, wir brauchen ein neues Grundgesetz. Nein, wir brauchen es nicht. Wir brauchen das richtige Verständnis. Wir müssen die Fehlentwicklung korrigieren, um den Versuch zu machen, wenn man das denn will, zu demokratischen Strukturen zu gelangen. Und für mich ist ein Gemeinwesen kein demokratisches System, wenn eine Voraussetzung nicht erfüllt ist. Man hat immer ein gutes Beispiel, das ist die Schweiz. Ja? Das ist das demokratische Land der Welt. Ich sage ja nicht, dass es vollendet demokratisch ist, aber hinreichend, ja? Nämlich die Volksabstimmung, die direkte Demokratie. Solange die direkte Demokratie in Deutschland verweigert wird, auf Bundesebene, wenn es wichtig ist, sind wir kein demokratisches Gemeinwesen. Ja? Da kann man schlechterdings... nicht sagen. Und es gab ja immer wieder Initiativen dahingehend, dann haben immer keine Mehrheit gefunden und nie richtig abgestimmt worden. Die Schicksalsfragen des Volkes müssen natürlich abgestimmt werden durch Referenden, wie zum Beispiel die ganze Schritt zur Europäischen Union. Wer hat darüber abgestimmt? Ja? Wie zum Beispiel die Einführung einer anderen Währung, die allen Völkern, die beteiligt sind, schwer schadet und wie zu vielen anderen Politiken. Also das wäre ein notwendiger Schritt und es steht im Grundgesetz drin. Das Grundgesetz wird ja nicht verwirklicht. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke und nicht von Angela Merkel ausgeübt durch Wahlen und Abstimmungen und durch Organe der Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung. Ja, also durch Abstimmungen. Wo sind die? Auf Bundesebene. Das ist Grundgesetz ist die Bundesverfassung. In Ländern gibt es Volksabstimmungen zum Teil, aber die sind natürlich nicht so wichtig. Die sind auch wichtig, aber nicht so wichtig wie auf Bundesebene. Die Verweigerung der Volksabstimmung ist schon einfach eine schwere Verletzung des demokratischen Prinzips und damit des Rechtsprinzips. Es gibt keinen Rechtsstaat ohne Demokratie, es gibt keine Demokratie ohne Rechtsstaat.
Das ist immerhin ein Satz von Habermas, den man zitieren kann. Ja? Sonst sollte man zurückhaltend sein bei Habermas und sehr zurückhaltend. Also ein furchtbarer Internationalist und widerspricht sich ständig selbst, wenn es um internationale Fragen geht. Dann haben wir weiterhin zur Entdemokratisierung diese ungeheure Ausüberung der Staatspropaganda. Darüber ist vielleicht schon gesprochen auch, ich weiß es nicht, der Staatspropaganda, die öffentlich-rechtlichen Medien sind ja nur noch Propagandaeinrichtungen und weiter gar nichts. Wenn Sie mal einem Satz zuhören, merken Sie gleich, da ist ja nie ein Satz richtig. Da kommt irgendein Adjektiv dazu und irgendeine Nebenbemerkung, die populistische Partei und was auch immer. Ich versuche dann ab und zu mal genau zuzuhören und da stimmt nie irgendetwas. Geschweige denn wenn es um genauere Dinge geht, etwa die Währungspolitik oder die Migrationspolitik oder was es auch sonst sei, es stimmt nichts. Es stimmt nichts. Das ist schon raffiniert gemacht, ja, im Einzelnen, wie so im Brustton der Überzeugungslosigkeit, Herr Kleber. Wir hatten ja auch mal Eva Hermann, ja? Das war eine andere Zeit, ja? Aber die hat ja auch mal die Wahrheit gesagt, war die immer, und schon war sie draußen. Ja? Und die Verfassungsbeschwerde, die ich dagegen eingelegt habe, wurde auch nicht zur Entscheidung angenommen. So macht man das eben. Und nicht einmal der Menschenrechtsgerichtshof hat geholfen. Das war natürlich großartig. Jeder hat sie mit Freude gesehen, auch ein bisschen wegen ihres Aussehens. Aber das ist jetzt völlig anders geworden. Und wer da nicht genau das tut, was er tun soll, ist draußen. Ganz schnell. Und das ist ja eine Tätigkeit, die auch was einbringt. Ja? Das ist ja so nicht ganz ohne. Da macht man ja gerne mit. Und den Job will man ja auch auf jeden Fall behalten. Und leider machen die Medien voll mit. Wir haben keine Medienfreiheit. Da kann ich nur Oswald Spengler zitieren. Ein Liberaler wird so heutzutage nicht die Pressefreiheit fordern, sondern die Freiheit von der Presse. Ja? Also so schon 1920, ja. Der hat es ja völlig richtig, also der Oswald Spengler, also Untergang des Abendlandes, aber auch noch mehr Jahre der Entscheidung, ist viel kürzer, das Gleiche drin, sollte man schon mal lesen. Kann man schon mal lesen und es sind schöne Sätze drin. Und die Medien machen mit. Warum? Weil in Wirklichkeit gibt es keine Medienfreiheit, weil es gibt ein oder andere Medium, in dem man auch seine Meinung sagen kann. So ist das nicht. Aber wer nimmt sie zur Kenntnis? Natürlich, das Netz hat da schon viel verändert. Deswegen gibt es ja auch jetzt ein Netzdurchsetzungsgesetz und verschiedene andere Initiativen, um endlich dem Spuk ein Ende zu machen. Dass man im Netz die Wahrheit sagen kann. Das geht ja eigentlich auch gar nicht. Ja? Da sei der Maß davor. Also noch geht das zum Teil, wenn man es zu nutzen weiß. Und ich meine, wenn man im Netz was sucht, kostet ja enorm viel Zeit, aber Sie können das. Und da kann man ja also immerhin noch eine ganze Menge erfahren. Das ist ja auch von allergrößter Bedeutung für die Opposition insgesamt. Also sonst die Medien, die großen Printmedien, die jedenfalls meinen, das Wichtigste zu sein, sind ja in der Hand ganz weniger Verleger, zum Teil ausländischer Verleger. Und die bestimmen, wo es lang geht. Ja? Die haben natürlich ein rein politisches und kapitalgesteuertes Interesse, muss man nicht näher ausführen. Und die Journalisten, nicht, das alte Prinzip, wes Brot ich esse, das Lied ich sing, funktioniert immer. Das war schon im alten Rom so. Nicht, es geht immer nur darum, dass man irgendwie sein Geld verdient. Und da ist also Unabhängigkeit nicht vorhanden. Die Journalisten können in seltensten Fällen sagen, was sie selbst für richtig halten, sondern sie schreiben das, was sie schreiben sollen. Und das wirkt sich also durchgehend aus. Und wenn immer wieder dasselbe gesagt wird, ja, die Russen haben die Krim annektiert, irgendwann widerspricht niemand mehr, das will ich jetzt nicht nochmal sagen, dass es nicht stimmt. Und das hat ja gar keinen Sinn, das ist wohl russophil, ja. Und dann geht er gleich nach drüben, also nach Russland. Und früher gab es ja den schönen Spruch. Und es war keine Annexion nach dem Völkerrecht. Es war die militärische Unterstützung einer Sezession. Ja, die ist legal.
Das ist im Völkerrecht klar nachzulesen. Ja, die Krimmer, weitgehend Russen, wollten eben, weil ihnen Russland auch ein bisschen besseres Leben versprochen hat, höhere Pensionen und so weiter, war schon ein bisschen motiviert von Russland, wollten sich von der Ukraine trennen, das kann man ja gut verstehen. Ja? Nicht, im Zuge dieses Regime-Changes dort, nicht, dass da auch von Deutschland mit veranstaltet wurde, mit viel Millionen, wollten sich davon lösen, also sezedieren. Es gibt ein Recht zur Sezession, was ja in Deutschland niemand anerkennen will. Das hat auch Bayern. Das hat auch Sachsen, nebenbei gesagt, ja, und Brandenburg. Aber das will man ja nicht haben. Aber es ist Völkerrecht, das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Man muss nur wissen, was ein Volk ist. Und jede Staatsverfassung, Bayern, Sachsen, Thüringen, sagt, wir sind ein Volk. Ja, wir sind ein Staat, wir haben ein Volk. Ich war ja gerade in Niedersachsen, da ging es auch um den Satz, alle Staatsgewalt gehen vom Volk aus. Hat der Präsident sehr deutlich gemacht, das ist das niedersächsische Volk mit gemeint. Keiner weiß, was das ist, aber es gibt es anscheinend. Die Niedersachsen, kernstark und erdverwachsen. Also die Sachsen waren schon immer, wie gesagt, widerspenstig. Und also das gibt es. Und im Friendly Act, Völkerrechtliche Erklärung der Vereinten Nationen von 1970, steht mit aller Klarheit drin, wenn ein Staat eine Sezession behindert, militärisch behindert, also der Versuch einer Selbstbestimmung des Volkes, darf und soll jeder andere Staat das Sezessionsverlangen dieses Volkes unterstützen, militärisch. Und das hat Russland gemacht. Ja? Das hat mit Annexion nichts zu tun. Aber wenn Sie sagen, Herr Kleber bringt es eben nicht. Da kommt immer nur, die Russen, die haben ja Krim annektiert und jetzt unterstützen sie den Bürgerkrieg in der Ukraine und so weiter und so weiter. Sind sonst auch nur einzig und allein böse. Warum? Weil man ja schließlich Waffen abladen will. Es bedarf ja auch schließlich mal der neuen Waffenproduktion in den Vereinigten Staaten und anderswo. Nicht? Da muss man die Waffen auch ab und zu mal loswerden, zerstören und wieder aufbauen. Das ist doch ein super Geschäft. Das wussten die Rothschild schon immer, wie man da solche Geschäfte macht. Und das läuft doch immer nach wie vor noch. Auch das ist, wie gesagt, hat mit demokratischen Prinzipien nichts zu tun und damit mit Rechtsprinzipien nichts. Und Parteienstaat, wie gesagt, schon angedeutet, die Kandidatenauslese. Die Kandidatenauslese hat nichts mit demokratischen Strukturen zu tun. Das sind ja kaum noch Restbestände demokratischer Prinzipien, aber die Parteien wirken mit an der politischen Willensbildung des Volkes, aber Voraussetzung ist doch, dass ihre inneren Verhältnisse demokratisch sind. Ja, dazu sind sie verpflichtet nach Artikel 21. Nicht? Die innere Demokratie, die gibt es doch nicht in den Parteien. Hart durchgestylt, nicht? Führer und Gefolgschaft. Das Prinzip der Parteien in Deutschland ist bei der AfD noch nicht so ganz angekommen. Ja? Werden Sie noch lernen, ist Führung und Gefolgschaft. Können Sie in jedem Kommentar lesen zum Parteienrecht, aber es hat mit demokratischen Strukturen nichts zu tun. Und normalerweise bestimmt die Führung, die Führungsgremien, wer kandidiert. Da kommt man nicht dran vorbei. Eine junge Partei macht es zum Teil anders und dann sind dann auch Abgeordnete vielleicht dabei, die nicht jedem gefallen. Aber in den herkömmlichen Parteien läuft es nur so. Ich habe deswegen genau aus dem Grunde die Hamburger Wahl mal in den 90er Jahren wiederholen lassen. Das war ein großer Erfolg. Die CDU hatte 48% in der Wahl davor, die aus irgendwelchen Gründen dann zur Wiederwahl geführt hat. Und dann gab es diesen Prozess und den habe ich gewonnen, gibt es nämlich auch, ja. Und das Verfassungsgericht hat gesagt, die Kandidatenaufstellung in der CDU Hamburgs war grob demokratiewidrig. Grob demokratiewidrig. Und dann wurde die Wahl wiederholt. Das war der Grund. Ja. Dann wurde die schöne Wahl da wiederholt und dann kriegte die CDU danach 23%. Noch zu viel, aber immerhin. Ja, es war nicht nur die Hälfte. Hat meinen Beliebtheitsgrad in der CDU nicht gefördert. Und also ich bin dann auch natürlich da
ausgetreten, weil es auch ein Ausschlussverfahren gab deswegen. Ne? Ich habe ja nicht bis zu Ende, was? Nee, genossen. Und jetzt haben wir noch, also jetzt haben wir ein Fünftel, das wurde gerade angezeigt, ein Fünftel meines Themas ist behandelt und hat 5 gemacht und kurz. Schlagwortartig, weil die Zeit so schnell vergeht, hätte ich nie gedacht. Schlagwortartig. Europäische Union. Das demokratische Prinzip ist unaufholsam. Ja, aber es wird immer mehr unser Staat. Ist es schon weitestgehend. Bundesverfassung hat das akzeptiert. Das demokratische Defizit. Der Binnenmarkt. Ein reines Unglück. Dieser Freihandel, der sogenannte Freihandel, ist unechter Freihandel, hat mit Freihandel nichts zu tun. Es ist ein Ausbeutungssystem. Freihandel setzt voraus die volle Auslastung aller Ressourcen aller Beteiligten. Kann keine Rede davon sein, sondern die einen sind schwach, die anderen stark und immer gewinnen beim sogenannten Freihandel die Starken. Es bedarf unbedingt der Protektion und das ist natürlich ein Schimpfwort und Freihandel, das Wort Freihandel ist für Volkswirte ungefähr so heilig wie für Muslime das Wort Allah und da kommen sie überhaupt nicht ran. Die ganze Währungsunion diente nur dem Ausgleich eben dieser Schieflage durch den sogenannten unechten Freihandel, durch den Binnenmarkt. Das Unglück der Europäischen Union ist schon der Binnenmarkt. Und man sieht ja, was in Südeuropa los ist und woanders. Und natürlich muss das ausgeglichen werden von denen, die noch ein bisschen helfen können, Deutschland insbesondere. Und deswegen strebt man mit aller Kraft die Sozialunion an. Und in Wirklichkeit ist das ganze Unglück schon der Binnenmarkt, einzig und allein im Interesse der Kapitalverwertung. Kein anderes Interesse, genauso wie die gesamte Globalisierung. Der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs hatte ich schon angesprochen, ich sage Nummer eins. Der ganze Vorrang des Unionsrechts, der uns schwer zu schaffen hat, null Grundlage in den Verträgen, null. Das ist einfach ein Akt des Umsturzes 1963 des Europäischen Gerichtshofs. Keiner hat sich dagegen gewehrt. Die unmittelbare Anwendbarkeit praktisch der Binnenmarktprinzipien, der Grundfreiheiten, beruht nur auf dieser Rechtsprechung und ist also voll gegen die Souveränität. Ganz kurz noch, wenn Sie erlauben, zur Massenzuwanderung. Das muss ja nun schon sein. Ja? Ich habe ja da nun die Verfassungsbeschwerde eingelegt. Ich will nur eins sagen, das mussten ja alle anderen noch akzeptieren letztlich. Es gibt überhaupt kein Recht in Deutschland und in der Europäischen Union, also auch nach den Richtlinien und Verordnungen der Europäischen Union, die durchzulesen und zu prüfen wirklich unangenehm ist, schwere Körperverletzung, die man natürlich selbst zufügt, kann man niemandem zumuten, irgendein Text, der ein Einreiserecht gibt, für jemanden, der kein Visum hat und kein sonstiges Aufenthaltsrecht, weil er zum Beispiel in Deutschland, weil er Deutscher ist, ja, darf er nach Deutschland, ja, noch, oder auch Unionsbürger hat. Es gibt kein Einreiserecht. Keiner hat das Recht, die Grenze zu überschreiten. Wer sie überschreitet, handelt illegal. Und er muss abgewehrt werden. Auch das Asylrecht gibt das Recht nicht, weil sich nämlich jemand, der über Land kommt, nach Deutschland, sich nicht auf das Asylgrundrecht berufen kann. Steht explizit drin im Artikel 16a Absatz 2. Steht explizit drin. Ist ja geändert worden 1993. Niemand kann sich darauf berufen, weil er eben aus EU-Staaten kommt, steht drin, oder aus sicheren Drittstaaten. Das sind nur Schweiz und Liechtenstein. Andere gibt es ja nicht. Und also er muss schon eingeflogen sein, die müssen aber vorher geprüft worden sein, ob sie ein Asyl beantragen können in der Flughafenkontrolle. Also es gibt überhaupt kein Einreiserecht. Man hat die Leute einfach reingelassen, indem man die Grenzen geöffnet hat, entgegen den Gesetzen. Alle Verkrampfungen, da irgendwie ein Recht aus der Menschenwürde, Angela Merkel, herzuleiten, bis ein paar Sekunden, herzuleiten, funktioniert nicht. Da muss ich allein noch was sagen. Das ist auch ein großes Einfallstor des Unrechts, die Menschenwürde. Na, wer ist gegen die Würde des Menschen? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist auch mein Credo, habe ich ja vorgelesen, vorgetragen. Aber was ist die Menschenwürde? Nur ein einziges Recht macht die Menschenwürde aus, die Freiheit. Nur die Freiheit.
Das heißt, dass man unter dem eigenen Gesetz lebt. Daher kommt der Begriff, der ist nämlich von Kant geprägt. Der erste, der überhaupt Menschenwürde benutzt hat, war Kant. Und genauso hat er das definiert. Aus dem Menschenwürde-Satz kann man nicht einen einzigen Rechtssatz herleiten. Nicht einen einzigen Rechtssatz. Schon gar nicht irgendein subjektives Recht. In der Nachkriegszeit wusste man das noch. Die Kommentierungen damals wussten das. Heute weiß es keiner mehr, weil das Bundesverfassungsgericht in vielen, vielen Entscheidungen ständig das missbraucht hat und es zum Schwert gemacht hat in der eigenen Hand. Alles, was dem Empörungsmoralismus nicht passt, verstößt gegen die Menschenwürde. Wie heißt diese Frau da, die Vizepräsidentin da? Den Namen kann man sich ja nicht merken, Roth, also ähnlich. Ja? Wenn die sich empört, die empört sich ja immer nur, mehr kann sie ja nicht, ja? Dann ist es natürlich ein deutliches Zeichen dafür, dass es die Menschenwürde verletzt. Und ich nehme nur ein Beispiel, das Allerschlimmste. Jeder, der den Fuß auf deutschem Boden setzt, legal oder illegal, Originalton, legal oder illegal, hat den uneingeschränkten Anspruch auf das menschenwürdige Minimum. Das ist orientiert an Hartz IV. Ja? Also er kann beanspruchen Unterkunft, Gesundheitsversorgung, neue Hüften, neues Herz und so weiter. Und alles, was sonst dazu, und natürlich Ernährung, möglichst Arbeit. Bundesverfassungsgericht im Asylbewerberurteil. Das ist verheerend. Dieses Urteil wird jetzt verbösert durch den Migrationspakt. Ja? Und andere Entscheidungen, zum Beispiel die verheerende Missverständnis der Religionsgrundrechte, der sogenannten Religionsfreiheit, die gibt es überhaupt nicht. Die Religionsfreiheit ist im Artikel 4 so nicht geschützt, sondern das Recht, einen eigenen Glauben zu haben, solange keine Religion, das Recht eben auch ein eigenes Bekenntnis zu haben und das Recht der ungestörten Religionsausübung. Also das Recht der ungestörten Religionsausübung steht unter dem Vorbehalt des Gesetzes. Das Gesetz des Staates, der allgemeine Wille des Volkes, die Volonté générale geht vor. Das ist die größte Errungenschaft Europas, ist die Säkularisation. Die Säkularisation, das heißt die Trennung von Staat und Kirche, von Politik und Religion und so weiter und so weiter. Ich habe keine Zeit. Also angeblich. Ja. Das ist verheerend für uns. Das Tor wurde riesenweit geöffnet. Es ist nun mal so, dass der Islam, der so innig zu uns gehört, ja, bloß ich habe es noch nicht begriffen, ich bin der Letzte, ja, dass der Islam nun mal mit dem freiheitlichen, demokratischen Grundordnung schlechterdings unvereinbar ist. Ja. Aber es muss ja irgendwann mal eine Entscheidung geben. Es gibt viele Muslime in Deutschland, immer mehr, und die glauben an den Islam und an Allah und damit an die Scharia. Und Sie kennen alle die Scharia, also noch sind wir nicht so weit, kommt erst noch das Handabhacken, Kopf abschneiden, hängen und steinigen insbesondere. Schöne Übung, kann man ja mal zugucken, ja, von Frauen, nicht? Dass das alles rechtens sein soll, ja. Das ist der Islam, das Wesen des Islam, seine Gewaltsamkeit. Und das ist mit der Freiheit der demokratischen Grundordnung unvereinbar. Und natürlich auch kein demokratisches Prinzip, reines Führerprinzip. Jeder, der herrscht, Erdogan, jeder, der herrscht, ist von Allah eingesetzt. Da gibt es nichts zu kritisieren und so weiter und so weiter. Also dieser Islam ist natürlich uneingeschränkt verfassungswidrig. Er darf in Deutschland nicht gelebt werden, muss man nur mal durchführen. Da gibt es keine Religionsfreiheit. Man darf seine Religion nur nach Maßgabe der Gesetze ausüben. Natürlich müssen die Gesetze die Religionsausübung sozusagen schützen. Zum Beispiel Prozession, Kirchgang, das kann nicht verboten werden. Aber der Islam ist nun mal in seiner Struktur in jeder Weise mit unserer Verfassungsordnung unvereinbar. Bisher ist das Bundesverfassungsgericht immer ausgewichen dieser Frage, immer ausgewichen. Ja? Und das wird die entscheidende Frage sein. Und
Das nur zu dieser Geschichte. Weiter zur Massenzuwanderung. Das ist ja unser Schicksal. Und Gabor Steingart. Nicht? Man braucht das Handelsblatt nicht mehr zu lesen, seitdem der nicht mehr Chefredakteur ist. Das ist absolut langweilig geworden. Gabor Steingart, der hat ja ganz klar gesagt, die ganze Botschaft des Migrationspaktes ist, wir lieben die Migranten. Ja? Da gibt es nicht ein kritisches Wort. Nicht ein kritisches Wort. Und das ist aber schon die Umsetzung der Agenda 2030 und so weiter. Natürlich hat es verpflichtende Wirkung. Da steht extra für Sie alle. Aber Sie können auch lesen und Sie können auch Schriftsteller lesen. Ist natürlich ein Frevel, wird bald verboten, aber das können Sie noch lesen. Also, dass das also so ganz anders ist, jetzt habe ich fast den Faden verloren, dass also der Migrationspakt eine Verbindlichkeit hat und extra drin steht, er ist rechtlich nicht verbindlich. Das bedeutet nur, dass nicht ein Staat gegen den anderen klagen kann auf Erfüllung des Migrationspaktes. Keine Gegenseitigkeit. Das ist ja sowieso bedeutungslos im Völkerrecht, weil die völkerrechtlichen Erkenntnisse der Gerichte, internationaler Gerichtshof und so weiter, sowieso nicht vollstreckt werden können. Ja? Auch die ganzen Urteile können ja nicht vollstreckt werden, auch die Europäischen Gerichtshof. Die Urteile können nicht vollstreckt werden, müssen alle die Mitgliedstaaten machen. Die internationalen Gerichte haben keine Vollstreckungsbefugnisse. Und das ist immer nur, man kann eine Retorsion, Repressalie, das ist ja alles ziemlich wirkungslos. Aber eine wirkliche Durchsetzung kommt ja gar nicht in Frage. Aber es geht ja noch weiter. Die Pakte, auf die verwiesen ist, sind ja alle voll von Verpflichtungen. Ja? Und es sind natürlich Selbstverpflichtungen. Im Völkerrecht spielt die Selbstverpflichtung eine ganz große Rolle. Die Staaten verpflichten sich selbst. Das heißt ständig, wir verpflichten uns. Und dann ist es innerstaatlich verbindlich. Wenn die Parlamente zugestimmt haben, das ist eine innerstaatliche Verbindlichkeit. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Und jetzt hat ja der Bundestag gerade dem Migrationspakt zugestimmt. Das Bundesverfassung ist ständig Rechtsprechung. Das ganze Europarecht hat in Deutschland nur Verbindlichkeit aufgrund des Zustimmungsgesetzes Deutschlands. Das wird immer übersehen. Das kann Deutschland jederzeit aufheben. Ich habe in allen Prozessen schon gesagt, wir brauchen nur andere Leute im Parlament. Eine Alternative im Parlament, jetzt ist sie da noch zu klein. Und nicht, dann kann es weggefegt werden. Man kann auch einzelne Teile aufheben. Man kann das Zustimmungsgesetz reduzieren. Nicht? Das ist ja auch reduziert durch alle Urteile. Die Urteile machen erhebliche Vorbehalte, insbesondere das Lissabon-Urteil. Dadurch ist ja die Verbindlichkeit erheblich reduziert. Wir haben einen völlig anderen Vertrag als Frankreich, Österreich und wer auch immer. Also das Prinzip der umkehrbaren Selbstbindung, Bundesverfassungsgericht, ist entscheidend. Das gibt es im Völkerrecht ständig. Also, wenn jemand meint, das hat keine Verbindlichkeit, das ist eine reine Volksverdummung zu sagen, nur Absichtserklärung, nur Absichtserklärung. Das, ja, steht nicht einmal drin, aber es ist extra so ein Vorbehalt gemacht, der in den anderen Pakten, die ich nannte, ja nicht drinsteht. Da haben sie gesagt, kommt nicht gut an, wir schreiben das mal rein für die Propaganda. Mehr ist das nicht. Es ist natürlich ein verbindlicher Pakt und der wird uns das Fürchten lehren und deswegen wird er auch gemacht. Und wer ist die treibende Kraft? Deutschland hat den Pakt formuliert. Das ist ja von Deutschland. Da hat auch Marokko keine Rolle gespielt. Also ist nur beteiligt, weil Marrakesch der Unterzeichnungsort sein soll. Das ist deutsche Politik, das ist Merkel-Politik. Vom Schlimmsten. Ja, mit Unterstützung natürlich von Maas. Das Schlimme ist, wenn ich das noch ganz am Schluss sagen darf, eben insgesamt im Bereich der Entrechtlichung, das Zusammentreffen von drei Kräften, was ja auch schon andere erkannt haben, das ist der linke Egalitarismus, ja, dass alle Menschen sind gleich und müssen gleich behandelt werden, ja, aber es gibt immer im Völkerrecht zusätzlich die ganz klare Äußerung, verantwortlich dafür sind die Völker. Es ist ein Prinzip, das die Völker verwirklichen müssen und nicht ein Weltstaat. Alle großen Erklärungen der Völker, die Pakte von 1966, kann ich auch nicht näher jetzt benennen, haben das ganz klar ausgeführt, dass die Völker die Verantwortlichkeit haben und dass das Selbstbestimmungsrecht und die Souveränität der Völker bzw. der Staaten unberührt bleiben.
Das ist die Grundlage des ganzen Völkerrechts. Souveränität der Staaten heißt Souveränität der Bürger. Jedes Einzelne, Sie und ich, aber alle zusammen können wir es noch ausüben, die Souveränität natürlich, wohl organisiert im politischen System. Und die Selbstbestimmungsrecht der Völker ist die Grundlage des gemeinsamen Lebens der Völker. Und genau das wird aufgehoben, also eine schwere Verletzung des Völkerrechts, die da unternommen wird. Das ist wegen der egalitaristischen Moral. Und es kommt hinzu eben, dass die außerordentliche Habgier des Kapitals. Bezos ist in Wochen geradezu, man konnte zugucken, der reichste Mann der Welt geworden mit Amazon, hat er, glaube ich, 60 Milliarden, weil sie die ganze Welt haben. Weil sie die ganze Welt als Markt haben. Die ganze Welt als Markt ist doch wunderbar. Für die Produktionskosten und so weiter, kann ich auch nicht ausführen. Also das ist ein Bündnis, eine unheilige Allianz zwischen den Sozialisten und den Kapitalisten. In diesem Sinne, bürgerlich ist da nichts dran. Und dann kommt jetzt noch eine ganz große Bewegung dazu, die wir jetzt seit einigen Jahrzehnten jetzt haben, die Islamisierung. Nicht? Und da machen ja die Kirchen voll mit. Anscheinend ist ihnen die Priesterherrschaft sehr viel wichtiger als ihre eigene Religion. Also das kommt hinzu, diese starke Triebkraft des Islam, weil die jetzt in den Kampf wieder mal übergegangen sind. Das ist schon eine Ideologie, die über Jahrhunderte stabil ist und wirkt und nicht leicht zurückzuschlagen. Also insgesamt eine Entrechtlichung auch der Verfassungsrechtsprechung, auch des Verfassungsschutzes und der Sieg des medialen Moralismus. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich komme wieder, gerne.